Hallo zusammen, hier ist der Crown Cletus oder der Chris. Und alles klar bei euch? Ich habe ein paar absolut tolle Neuigkeiten. Und zwar wird, für die es noch nicht wissen, am 29. Januar ein Revolution Map Pack für Black Ops 2 rausgekommen. Ich war noch so dumm und habe mir den Season Pass gekauft, ganz am Anfang, wo ich noch die Hoffnung hatte, dass es gut werden könnte. Nein, es ist ja wirklich ein gutes Spiel, das Black Ops 2. Aber eben, das mit dem Spass kennt ihr ja. Ich werde nichtsdestotrotz, weil ich eben Season Pass habe und so, mir das Zeug anschauen. Zombies tun spannend. Der Trailer ist sonst unter der Beschreibung, könnt ihr den mal noch anschauen, wenn ihr es nicht gesehen habt. Man kann jetzt auch ein Zombie sein, neue Zombie-Modus, eben neue Zombie-Map, 4 neue Multiplayer-Karten, neue Maschinenpistolen für einen Multiplayer. Das ist das erste Mal, wo es so etwas wird geben. Darum, aber wird schon einen Blick drauf werfen und euch dann mal so ein bisschen Gameplays zeigen. Mein erstes Gameplay auf diesen Maps und so. Wird halt nicht ganz so spektakulär sein, wie das, was ihr jetzt hier im Hintergrund schon seit einem Zeitchen am Laufen seht. Der Blizzard zieht um mit der M27er Knarre. Spielt auf Cargo natürlich, Domination sehen wir auch. Und sein Kanal ist auch in der Beschreibung, weil der Blizzard hat jetzt auch einen YouTube-Channel aufgemacht, wo er eine neue Serie gestartet hat. Kann ich das äußerst empfehlen. Ganz früher auf meinem alten Kanal habe ich auch noch Cletus Getting Dogs, also der Cletus bekommt Hunde, auch eine kleine Serie am Laufen gehabt. Und ohne dass es der Blizzard das hat können oder gewusst, macht er jetzt etwas Ähnliches mit dem Swarm. Habe ich natürlich schon verklagen, weil er meine Idee hat geklaut. Nein, eh nicht. Wirklich geile Sache, Blizzard. Zieh weiter auf deinem Kanal, zieht nach rein, abonniere auch. Dann seht ihr hier seine Hammerleistung. Und ja, ich finde, der Blizzard ist halt schon das Biest von Crown. Auch sicher auf der PS3. Es gibt jetzt nicht Mengen, die so durchdreht wie er. Und auch wenn er aber geschwind auf der Xbox unterwegs ist und sagt, dass er es dort nicht so im Griff hat. Ja, ist immer gut, wenn man einen Mann im Team hat, der so stark am Drücken ist. Und zwischendurch auch für einen kleinen Blackbird sorgt. Ja, jetzt habe ich selber auch ein bisschen aufs Gameplay müssen schauen. Schön gespielt hier. Und ihr habt gesehen, er ist nicht wie ein Mongo. Also wie ich eigentlich öfter so. Kleines der Mongo. Mit halbleerem Magazin um Kurve gesäckelt vorhin, sondern er hat geschwind gewartet und in dem Sinn Gegner herzlich willkommen geheissen. Mit heissen Salven aus seinem Gewehrlauf. Und Cargo ist natürlich ja. Schöne Semtex, oh Scheiße, sorry. Auch schönes Logo und so und mit dem Nuclear und so, schön das Emblem, Player Card, wie das heisst, schön durchgedrückt, leckt mir am Arsch. Also, ihr redet doch ein bisschen Nonsens, aber eben Cargo ist nicht so eine schlechte Map, wir sehen es dann im Loadstar, ist zum Teil ein bisschen schwierig wegen dem Gerät, dem Aufbau, wo die Container verschiebt, das verdeckt auch einen kleinen Teil der Map halt. Aber das können wir uns jetzt gerade selber anschauen. Man muss einfach ein bisschen zwischen diesen Dingen durch navigieren, aber ihr seht, Blizzard ist hier der Pro. Er macht das definitiv nicht das erste Mal. Und rein von dem her kann man schon so schön absahnen. Und eben, die es noch nicht gewusst haben, der Loadstar ist schon einer der besten Killstreaks. Der Reaper auf Speed oder wie man ihn immer nennen will, kann hier richtig schön abkassieren. Und so wegen dem besten Pointstreak und so, eben, was jetzt er hier hat mit dem Blackbird. Das ganze Starten, der hilft mir auch im Team. Das ist natürlich ein schöner. Ich sehe auch ein paar, die halt mit dem Stealth-Chopper auch arbeiten, um so näher auf die Hünge zu kommen. Aber ja, eben, es ist schon noch dürnig, dass er jetzt eigentlich mit dem Loadstar schon wieder gerade den nächsten geschafft hat. Klar, die Hünge haben ja unten auch noch ein bisschen rumgefresserlt. Aber ja, es ist eben schon noch wicked. Ich meine, in Black Ops 1 hat mir das eigentlich noch geil gedacht, dass Killstreaks, Kills, die man dort macht, dann nicht zu den Killstreaks zählen. Weil so hat man halt einfach auch ein bisschen etwas dafür tun, dass man das Zeug dann bekommt. Klar, es hat auch wiederum ein bisschen zu campen.
die Leute ein bisschen zum Campen motiviert, aber das gibt's ja eigentlich immer. Wow, das war jetzt auch ein schöner Hänger gewesen. Oder ein bisschen zurückgesprungen geschwingt. Ja, er hat der HDP-Fahrer, der Elgato, auch noch nicht so lang. Aber ich würde sagen, das ist halb so wild. Eben ja. Und jetzt im Black Ops 2 ist es ein bisschen so wie im MW, dass dann halt, ja, Punkte auch dazu zählen. Guter Tipp hier noch, wenn man irgendwann auf ein Auto schiessen mit dem Loadstar, sollte man das machen, weil wenn das Auto dann explodiert und so einen Gegner killt, bekommt man plus 100 Punkte und nicht nur die 25, die es sonst gibt. Starten wir doch die zweite Runde und gehen das mal ein bisschen anders an. Ihr habt gesehen, sie starten mit einem riesen Vorsprung von 122 zu 31 in die zweite Runde. Der Blizzard nimmt das Wasser für und verkreucht sich gerade hier hinten, um seinen Loadstar zu starten. Ja, es gibt natürlich, wie bei jeder Runde, die neu startet, eine gewisse Verzögerung, bis man seine Score-Streaks kann aktivieren. Aber das Gute ist natürlich, dass er jetzt hier im Loadstar direkt das B abdecken kann. Das heisst, der Gegner ist eigentlich chancenlos, das B einzunehmen, was seinem Team in meinen Augen sollte ermöglichen, das näher zu erobern. Ja, ich glaube, das ist jetzt gerade passiert. Und somit kann eigentlich jetzt gar nicht mehr passieren, weil die Hungs hat es mir jetzt auch gerade gegeben. Und die hier ständig probieren, runterzuschiessen, haben nicht so viel Erfolg, weil die Schüsse eben schon schnell sind. Ich denke, man hat einen schneller runtergeschossen, als man jemanden anvisieren kann. Ausser man ist natürlich geschickt. Aber ja, kassiert hier wunderschön ab von oben. Und ja, die Frage ist halt immer, ob man den Loadstar zeigen oder nicht. Moment jetzt schnell. Ah nein, er ist ja vorhin gestorben, genau, darum hat es den Hund gar nicht gegeben. Kämpft sich jetzt aber weiter, zieht hier rechts am Rand schön durch, das Aiming immer schön drinnen, dass man ja nicht von Gegnern überrascht wird. Weil das Problem ist jetzt, ihr seht auf der Minimap, seine Kollegen sind alle eher so in Richtung C-Domination. Und darum weiss man nicht genau, ob die Gegner plötzlich beim A-Domination spawnen. Schön abkassiert, der Typ hat aber auch einen Headshot bekommen, weil wenn die Leute aber nicht so zu einem her schauen, ist das noch gäbig, kann man so ein bisschen Headshots sammeln. Okay, den haben wir nicht verwünscht, schnell um die Ecke. Ja. Der hat noch irgendetwas mit seiner Bouncy Betty ausrichten, aber ihr seht, Blackbird am Start. Ist der Gegner einfach chancenlos, das ist aber schon bitter. Ausser er hat eine Counter-Drohne, aber mit der scheint im gegnerischen Team niemand zu spielen oder es erreicht niemand. Auf jeden Fall hat es doch auch die eine oder andere hohle Schauen, die mit unnötigen Schüssen auf den Heli auch noch ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht hat. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, wer ist schneller bei den Gegnern, wer kann die Siechen eher abkassieren, um zu seinem Pointstreak noch etwas dazu zu bekommen. Blizzard hat jetzt auch den Weg oben durch wählen, aber er hat auf Safe spielen. Nicht, dass man plötzlich während dem Klettern noch abkassiert wird. Oder vielleicht hat er sich auch etwas ganz anderes überlegt. Eigentlich habe ich keine Ahnung und bin da einfach noch mehr irgendetwas am erzählen. Das Gameplay spricht für sich. Ich wäre froh, wenn ich mal so etwas schaffen würde. Das wäre unglaublich, ja, aber Moment schnell, der Special spielt auch mit, habe ich jetzt gerade gesehen, hä? Er ist da mit dem Crown-Logo und dem Nuclear, Emblem. Oder Player Card. Oder was auch immer. Also schöne Zusammenarbeit auch hier. Ihr seht, PS3 Crown hat sich durchaus stabilisiert. Und ist jetzt hier schon ziemlich am Rocken, hä? Der Gegner ist wieder... Nein, ist nicht voll dominiert. Und der letzte Killer schnell mit der G-Com, CQB und der Gegner hat noch geschrauen am Schluss, finde ich aber schon noch wicked. Und ja, sie hat nach seinen Score richtig dick gespielt. Ist gut gelaufen. Ja, hoffe, hat euch gefallen. Wünsche euch einen schönen und checkt den Blizzard seinen Channel aus. Ciao zusammen.